willkommen liebe Leute für die letzte Emission RDR TV für das Jahr 2008. Aus aktuellem Anlass haben wir den Auflauf von dieser Sendung, so wie in ihren Programmzeitschriften angekündigt wäre, bis sie müssten ändern, ob die Finanzkrise kommen wir Ende von der Sendung zu schwätzen. Die Aktualität hat es nämlich so diktiert, dass man am Anfang über den Grand Duc und über die Euthanasie muss schwätzen. Neuigkeit, dass den Grand Duc Henri aus Gewissensgründen Gesetz über die Euthanasie nicht will unterschreiben, das Neuigkeit und sich, war natürlich für jeden eng Überraschung. Ma mir als RDR so auch, es war gewusst, dass den Grand Duc nach immer das Recht hat, für Gesetze nicht zu unterschreiben. An dem Sinn hätte noch müssen darauf präpariert Sinn, dass den Grand Duc irgendwann einmal von diesem Gesetz Gebrauch machen, so sieht der RDR-Präsident Robert Mehlen. Der Fakt, dass es nie geändert wird in der Konstitution, gibt es aber nicht Freiheit für können ze so dat awer nie so appliiert gin an du fir derfte Grand Duc dat net mechen all die aner Leiit derfen e gewissen hun justieren DFK gewissen hun dat kann einfach net sinn Konstitution gëtt ihm dat recht an hinne doch recht fir dat so zu appliieren. Recht fir dat zu appliieren AB de Staatsminister Jean-Claude Juncker huet probiert dem Staatschef Grand Duc Henri das Recht ewäch zu wellen. Wenn das nämlich geschieht, kurz nur dem bekannt gewährt, dass den Grand Duc Gesetz über die Euthanasie nicht gegen erschreiben, als den Premier Jean-Claude Juncker auf RTL hingegangen und hat gesagt, dass hier dat die Decision vom Grand Duc ganz grav gefallen. Aber mir als RDR so das gerade so schlimm, war nicht nach mehr schlimm, dass den Regierungschef Juncker hingegangen ist und sich öffentlich über die Verfassung und auch über den Staatschef weggesagt wird. Das ewigste Gesetz hier am Land, das Grundgesetz, das die Verfassung, an die gibt dem Grand Duc das Recht. Und da kann ich nicht hingehen. Also, es wäre viel grav, wenn der Grand Duc nicht von dem Recht, was volle Kim über die Verfassung gehen hat, von dem Recht nicht Gebrauch macht. Das kann einfach nicht sein. Wir sind alle gut, sogar der Grand Duc gehalten, die Verfassung zu respektieren. Es kann nicht sein, dass der Staatsminister sich die Freiheit hält, für das, was geltendes Recht ist, so scharf zu kritisieren, und auch der Grand Duc, den an seiner rechtlichen Situation absolut korrekt ist, für dem quasi vorzuwerfen, es wäre eine ganz grave Fehler von Hirn, von dem Recht ging Gebrauch machen. Also dabei könnt ihr aber, dass den Grand Duc selber war, den die Initiative geholt wird. Es war den Grand Duc Henri, den Parteien bei sich gerufen hat, und sie gefroht wird, hilft man auch, wenn es glifft, aus dem Gewissenskonflikt, aus der Situation da heraus. Insofern fand ich die Attitüde vom Staatsminister Döbel schlimm, dann im Grand Duc die Schulden die ganze Situation hindurch. Schuld leider effektiv bei ihm. Unser CSV, die 50 Jahre am Rüderaus hier am Land, und nicht kapabel war, die Konstitution an dem Punkt dort zu ändern, wenn es dann der Meinung wäre, das wäre nicht gut. Man wusste ja alle gut, dass es so wäre. Zum Zeitpunkt für die Sendung abgeholt ging, als nach darüber diskutiert ging, ob an wann ja, wie die Rechte vom Grand Duc sollte beschnitten gehen. Da das, je nachdem, weniger diese Sendung guckt, eventuell schon geschieht. Der DR hat beim Abzeichnen von dieser Sendung noch keine definitive Position, aber den Robert Mehlen wird aber schon Richtung 4 gehen. Ich teile die Meinung von den Leuten, die sagen, wir sind nicht mehr am 18. Jahrhundert, wir am 19. Jahrhundert, wir haben eine Chambre, die dafür gewählt ist, für die Gesetze zu machen. Und es kann nicht sein, dass der Grand Duc, den an einer gewissen traditionellen Linie von dieser Monarchie en place ist, dass der quasi dasselbe Pouvoir hat wie eine gewählte Volksvertretung. Ich kann das nur vollziehen. Das so sieht den Robert Mehlen nicht falsch, über das Prinzip von einer Verfassungsänderung zu diskutieren. Allerdings, für so sehr etwas durchzuwärtschen, respektive eine Verfassungsrevision an so einem wichtigen Punkt an so kurzer Zeit wollen zu machen, unevaluiert, das ist der falsche Weg. Wir sind ganz konsequent von viel bis handeln, durchdenken, durchdiskutieren. Und da gucken, wer den raus möchte. Und dann ist wahrscheinlich nicht nur mit Artikel 34 von der Konstitution, aber auch nach den einen oder anderen Artikel so an der Konstitution konzerniert, dass da kann ich nicht über die Knie brechen, dass das die einen dort sind an der ganzen Affäre.
Et soll den bei dem ganzen hin an herenden Grand Duglo net vergise, wat die hatten Ausleser wär, nämlich d'Euthanasie. Zum Zeitpunkt, wo man de Sendung opholen, wüss man net, wie den Wort an der Chamber ausgängen ass. Sollt den Wort iwwer d'Euthanasie mat ja ausgänge sinn, wat also mir als RDR Zter meint, dann as CSV, die her schëllig run, dat zu Lützeburg Euthanasie an Zukunft erlernt soll sinn. D'Euthanasie stung nie am Koalitionsprogramm an fir einfach gewircht wird fir CSV ze soen, wir schwätzen iwwer den dote Sujet awer net haut, wie vielleicht denke no 2009. Wann de Wort allerdings negativ sollt ausgänge sinn, et kann jo immer hoffen, respektiv wann de Mand vun der RDR diskeier vielleicht respektéiert ginnners, de wird nämlich ze reportieren, da so mir bien tant mieux. Persönlich aus dem Berger rausgeguckt und ich fir Joren och nach gesot, ja es sinn fir d'Euthanasie. Ich menge jiet verré vun ich derbausen huet an der Familie mo Leidensfäll gesinn, Leidenswehr gesinn, wo dann spontan seht, so will ich nie do leiien, dann will ich lieber Euthanasie. Allerdings, wann ihn sich dann ein bisschen Chemie an de Probleme rallies, an sich zum Beispiel aus der Nähe setzt mat nach Büren, die an der Belge oder Fiona an Holland gedriven gehen mat der Euthanasie, dann fängt den Bemolun ernst zu denken. Auch spätestens am April den Dr. Robert Thiel-Heusburg als ein Wit an einer Sendung hatten und ich meine Meinung komplett geändert. Den Dr. Thiel-Heusburg, Neurolog am Hospital St. Louis zu Ettelbruck, hat damals nämlich davon geschwärzt, dass man mit der Euthanasie als Gesellschaft an der als Sicht op de kranke Mënsch fundamental gifen ändern. An d Argument vum freie Willen, dem freie Willen nämlich iwwer mein Dout zu desideieren, huet den Dr. Thiel-Heusburg demos go net gëlle gelos. Die liebe Schwade, dat alles ganz schön. Ich sich froh, wie frei as dem Mënsch en vum Liewen nach, wann ich gesehen, wie viel Leiit gunne mi frei sie mir die von ihrer Familie bedrängt, die wo ganz klar as ich sinn eng Lasch, dat hängt ja immer davon auf, wie erlewe mich. Den anderen scheint de Lacan, de franzésche Psychoanalytiker huet gesot, c'est le regard de l'autre qui me constitue. Dat is etwas Wesentliches an der Palliativmedizin, wann ich einfach gesinn, do sie Leiit do, die mech begleden, ja, an die mech stierwe losen, an op der anderen Seite as het einfach en Dod machen, an do sie viel Leiit, die einfach ganz frei so, ich will keinen zu lascht fallen. Dat heißt, wann ich e Gesetz stimmen, da tu mir jo als Doktorin vun Ufango gesot, auch also de Collège Medical, wann ich Gesetz stimmen fir Einzelfäll zu regeln, da sind schon mal falsche Weh sowieso, weil das nicht nimmen der Trash zum Einzelnen dat zielt an lo komme ich dann an rein liberal Gedanke gut am Fong ran, das war richtig, dat ich fir mich még Freiheit kann revendikieren, wie die Held war grad do op, wo dem anderen Sing aufhängt. Aber wann ich so Gesetz mache wie der Teil, dann ändern ich als Gesellschaft fundamental. Ich ändern als Vue, als Konzeption von der Medizin, bis lo den Doktor do heilen, behandeln, lindern, trösten, begleiten, ja, lo können töten dabei. Das ist etwas ganz Schreckliches. Das hat kein von uns gewusst, wie man angefangen zu studieren. Versteht ihr? Das ist etwas Wesentliches. Das ist ein Paradigmenwechsel, den wir machen. Das tut schon eine Inzidenz auf die Freiheit von all den anderen. Ich ändere das als Vue, wie man mit Krankheiten umgehen. So wie heute schon in England eben Dialyse für eine bestimmte Kategorie von Leuten nicht mehr fragen, wenn man Ressourcen nicht tun. Oder wie ich hat so, dass du die Krankheit, sonst hat man sie gepflegt, haut so, die kann sich aus sich umbringen lassen. Das ist etwas ganz Wesentliches, wie ich da, natürlich den anderen hier Rechte, die matt betraf, weil das, was ich den Leuten proposieren, oder wie so schön gesagt wird, ich honorieren den Demand d'Euthanasie, aber vielleicht incitieren ich sie am Platz zu honorieren. Und das ist ganz unbewusst produziert. Natürlich. Was mich meine Sicht über die Euthanasie definitiv ändern gelos wird, das wäre ein Plädoyer vom Dr. Robert Thiel-Heusburg für eine Palliativkultur. Hätte man nämlich bei uns eine richtig Palliativkultur sehen, da gäbe es kein Besoin mehr für Euthanasie gehen.